Berlín, Alemanya, 2018. Odio els vespres de primavera. Aquesta llum sempre em fa pensar en els darrers dies de la guerra. La ciutat en runes, els soldats russos entrant a Berlín. Berlín, Alemanya, 1945. A través de la finestra, l'horitzó en flames il·luminava la nit quan els talls d'electricitat ens deixaven a les fosques. A vegades semblava que viuríem per sempre en la penombra i que no tornaríem a menjar mai més. El cor em bategava tan fort que competia amb les explosions de les bombes i les canonades de l'artilleria antiaèria, interromputs només per la sirena que ens alertàvem que havíem de baixar corrent al refugi. Allà sèiem una colla de desesperats. Teníem poc en comú, més enllà de la necessitat de sobreviure. Al refugi cadascú gestionava la por com podia. Uns seien callats i capcots, altres organitzaven i repartien. He sentit que a l'est de la ciutat ja veuen els russos apropar-se. Ja? Que de pressa! Crec que no falta gaire perquè això s'acabi? Esperem que no. Cada dia passem més gana. Després dels bombardejos buscàvem entre la runa. Ajuda! Aquí hi ha algú! Recordo, un dia, veure una barcassa plena de presoneres per l'Espree. Semblaven mortes, però els brillava la mirada. Also, wie du gesagt hast, La Conca dels Àngels ist die Übersetzung für Engelbecken. Engelbecken ist ein Ort in Berlin, die voller Geschichte ist. No? Es war damals ein Kanal, der zum Spree verbunden war für Transport. Dann wurde es geschlossen und es blieb nur ein Teich und eine Plaza mit der St. Michael-Kirche, die oben eine Engelfigur hat, daher Engelbecken. Während des Zweiten Weltkriegs wurde diese Kirche bombardiert, aber es steht heute noch als Ruine, so restaurierte Ruine, aber ohne Dach, als Erinnerung. Und während der Berliner Mauerzeit wurde das Engelbecken einer der sogenannten Todesstreifen, also mit Mauer auf beiden Seiten, und dieses Becken, der Teich, wurde bedeckt, betoniert. Und nach der Mauer ist es wieder als Park für die Stadt genommen. Heutzutage ist ein Teich, ein Wasserbecken, die Kirche steht da mit dieser Engelfigur und das sind all diese Ebenen von Geschichte. Und ich dachte, das ist ein Symbol für alles, was in dem Buch passiert auch. Ne? Diese Geschichte, die viele Ebenen sammelt und aufeinander sich bauen und bleiben dort für immer. Ne? Und geben auch Form in die Stadt. Ich bin auch, wenn ich das Buch geschrieben habe, immer durch diesen Ort geradelt jeden Morgen. Deswegen kam es mir als Idee für den Titel auch. Ich finde Graphic Novel oder Comic als Medium ist sehr besonders, weil es ist nicht wie ein Film, no, wo man alles sieht oder alles darstellen kann. Es kombiniert Text und Bild, der Leser in ihren eigenen Rhythmus lesen kann, aber auch ein bisschen geleitet durch den Autor. Aber es hat auch all diese stille Momente, wo vielleicht Bild ist, aber kein Text und noch mehr die komplette Stille zwischen die verschiedenen Bilder, die verschiedenen Panels. Die müssen dann ergänzt, no, werden
durch den Leser. Und ich denke, das, was nicht gesagt wird, ist auch sehr wichtig. Ne? Und es ist ein wichtiger Teil der Grafiknovel, dass man kann vieles erzählen, ohne alles explizit zu zeigen oder zu sagen, weil es gibt diesen Raum, wo man etwas andeutet oder halbwegs zeigt oder sagt. Und ich denke, dass für schwere Themen oder für die Vergangenheit ist eine besondere und schöne Art. Und ich denke auch, Erinnerungen sind auch immer nur Fragmente. Ne? Wir erinnern uns nicht an alles. Es gibt immer Sachen, die vergessen werden, aber da bleibt dann dieses Loch, ne? Diese Leere, wie in die Grafiknovel zwischen diesen Panels auch ein bisschen. Deswegen. Und ich denke, seit Maus von Art Spiegelman ist dann wirklich nur ein Medium, um schwere Themen, vergangene Themen so zu arbeiten, zu interpretieren und zu erzählen. Ich denke, die weibliche Perspektive ist in dieser Pfeile wichtig, weil es zeigt auch viel das Leiden von den Leuten, die nicht so direkt involviert sind. No? Es gibt die großen Ebenen, die regieren und das Krieg machen. Dann gibt es die Männer, die im Krieg kämpfen. Auch gibt es Frauen, aber no, die Narrativen und was wir sehen und kennen, ist in dieser männlichen Ebene. Und Frauen Erfahrungen sind nicht so oft erzählt. No? Und es ist so, als sind passive Subjekte, die da warten und der Krieg ist irgendwann vorbei und das ist nicht so. Also Frauen und Kinder leiden viel, natürlich wie Männer auch, aber von einer anderen Position und die müssen auch Entscheidungen treffen und um ihr Überleben kämpfen. No? Oder entscheiden, okay, ich bin schwanger, ich muss hier weg oder nicht. No? Und das wird nicht oft erzählt in Filmen, in Büchern, diese Entscheidungen und Rollen, die Frauen aktiv übernehmen in Kriegssituationen, um durchzukommen, zu überleben und ja, für ihr Leben zu kämpfen. Ich weiß nicht, ob es absolut exklusiv von Frauen ist, aber ich habe gefunden und ich habe auch versucht, in jeder Geschichte, dass das durchkommt irgendwie, dass in diese schweren Situationen die aus Spanisch Sororität, also die Unterstützung von Frau zu Frau in dieselbe Situation war extrem wichtig. Ja. Und es war das Wichtigste sogar für viele Fälle. Vor allem wenn man liest über KZs und Lagern und ich habe mit Verwandten von Frauen, die in Ravensbrück waren, geredet und alle erzählen das, no, wie wichtig es war, diese Kommunität und zusammen etwas Kleines feiern, zusammen sich Liebe zeigen. Und in den Männernlagern gibt es Erzählungen darüber, aber nicht so viel. Es scheint schon sehr wichtig gewesen zu sein für die Frauen und für ihr Überleben. Und ich denke, das ist in allen Geschichten drin, no? Diese Freundschaft und diese... Ja.